Merci, Herr Präsident. Ich kann mich noch daran erinnern, wie am März des Jahres 2 junge Leute da sitzen, die eine Petition am Januar lanciert hatten, innerhalb von einem Purdich. Der Rekorder gebracht hat, nämlich ein Purdich 4.500 Unterschriften, hat ein Purdich die symbolisch macht von 10.000 Unterschriften überschritten hat. Es war ein bisschen ein Buffet d'air frei als Petition, weil das mal länger nicht drin gegangen, auf welcher Sprache Croissant soll bestand gehen oder wie die Kappendeckung von Frauen soll ausgesehen mit das im Erbschaftsrecht gegangen, am Sozialrecht gegangen. Und die 2 jungen Leute haben eine Gewerkschaftsforderung als Petition erarbeitet, nämlich die Forderung oder 6. Congéswoche für die Absätze vom legalen Mindestkongé von 25 auf 30 Stich. Sie haben die Argumente hier exposiert und auf der Gegenseite war die Majorität von den Deputierten, die dem aber kritisch gegenüberstehen und gesagt hat, das wird nicht appropriiert, das auf 30 Stich abzusetzen. Wir sind einer Wehr von, es wird Gesetz über Harcellement an der Mer, an das auf das heutige Gesetz referiert gehen, was diskutiert gehen, was den Problematiken gerecht gehen. Dafür muss man dann auch gucken, ob das Gesetz dem dann noch so gerecht wird. Das Gesetz wird Verbesserungen, an der das für noch schon expliziert gehen, und wird Verschlechterungen. Zu den Verbesserungen gehört auf jeden Fall die Abfeierung vom Pappekongé von 2 auf 10 Tage, den fraktionabel ist. Das heißt, muss ich nicht an enger Keier die 10 D-Schulen direkt nur der Geburt, mehr am Akkord, am Patron, kann ich auch 2x5 D Allergies holen, binnen den nächsten 2 Monaten nur der Geburt. Das brauche ich allerdings, muss ich ein Präavis, den Patron schicken von 2 Monaten, was dem noch weh zu Problemen aber feiern kann bei Freigeburten, also bei Leuten, die eigentlich besonders problematische Situationen haben, wo der Patron Kind so und dat zu spät den Präavis kriegt und dann an dem dote Fall gäbe dann zurückgesetzt gehen auf den Ist-Zustand, nämlich auf 2 D, die direkt zu holen wären am Fall von der Geburt. Positiv war auch, und auch da das hier gesagt gehen, dass es eng positive Flexibilisierung vom Congé am Intérêt vom Salarié ist, was Congé pour raison familiale angeht. Wäre bislo so, dass die Leute Urrecht, Pappen und Mammen Urrecht hatten, ob 2 Tage pro Jahr diese konnten holen, am Fall, wo ihr krank war, geht das lo an Tranche gerechnet, an nicht der Realität eigentlich Minobrot, wo nämlich Kasin, da kann eng Woche lang krank, also muss eng Woche zu einem bestimmten Alter, muss eng Woche lang daheim bleiben, an der das dann über der Zeiten gedeckt. Ich meine, das wirklich ein Fortschritt und wahrscheinlich auch die fortschrittlichste Mesure an dem heutigen Gesetz. Positiver ist auch, dass der Congé beim Tod von einem Mannerjährigen von 3 auf, also beim Kant, was Mannerjährig ist, von 3 auf 5 Tage abgesagt wird, wobei in sich froh allerdings stellen kann, wir werden nicht übergangen sehen an der Regime, dass wenn ein Mensch am meisten Grad verliert, insgesamt von 3 auf 5 Tage gehen abgehen. Ich komme darauf zurück, für was das vielleicht Kind hat kann interessant gehen. Gut, dass auch den Congé postnatal, den von 8 auf 12 Wochen systematisiert wird, was eine überfällige Anpassung ist, besonders weil Frauen Lohn nicht mehr müssen, zum Teil aber humiliant oder tendenziell humiliant Prüf weisen, dass sie nicht viel können, 4 Wochen weiter Congé zu kriegen. Den Congé d'accueil für Kanner unter 12 Jahre, die adoptiert gehen, wird dementsprechend auch auf 12 Wochen angepasst. Das sind Verbesserungen. Und die muss ich anerkennen, dass das auch Verbesserungen sind. Und ich hätte auch will es eigentlich mit zwei kritische Bemerkungen das heutige Gesetz zu stimmen. Wir werden doch machen. Aber schon mal, wie ich den verschiedenen Majoritätsvertreter nur gelauscht hun ich aber geduld, dat kann doch nicht sinn. Es kann nicht sinn, dass die Verschlechterungen, dass die einfach gerechtfertigt gehen mat das überfällig, dat dat gemäht wird, et ass nicht mehr ugepasst und Modernität und neue Zeiten, wann Congé extraordinären die Leute gut tun, wann die einfach so gestracht gehen. Da den eventuell seht,
das ein Kompromiss, wo aus Verhandlungen entstanden ist, wo eventuell an ein schlechte Kräfteverhältnis der Toten als Kompromiss rauskommen ist. Ja, das kann ihn als Argument holen, wobei ich als Deputat dann noch immer recht tun, dem Kompromiss nicht muss zuzustimmen. Das ist aber zumindest ein Argument, was ich hätte akzeptieren können. Aber das ideologisch zu rechtfertigen, das fand ich nicht an der Reihe. Die Verschlechterungen bestehen daran, dass beim Bestätnis den Congé von 6 auf 3 Tage aufgesetzt wird, aber beim Pax von 6 auf engem Tag, den Eltern, die für drin waren, hier Kanner gepackt oder bestört gesehen, die auch Recht auf 2 Tage hatten, wird beim Bestätnis auf 1, aber beim Pax auf 0 aufgesetzt. Also ein Best von extraordinäre Congés ist sicherlich kein Fortschritt, kein fortschrittliche Politik, und nicht am Interesse von den Salarien. Ich gebe das aber gerne festhalten. Und dann muss ich aber sagen, dass ich aber auch was erstaunt war, wie ich die Argumentation gelesen habe von der Begründung vom unterschiedlichen Traitement vom Mariage und vom Pax. Das ist richtig, dass am Anfang der Pax überhaupt kein Congé zugestanden ging. Aber das geändert ging 2010, weil der Pax sollte gleichgestaltet gehen mit Mariage. Aber nicht nur für gleichgeschlechtliche Koppeln, sondern für jeden Verein. Ich schon 2011 mich gepackt, und ich hatte auch recht, auf 6 Tage Congé. Und ich schon einen Schwar getroffen, mich nämlich zu packen, und mich nicht zu bestürten. Und der Schwar, der war gleichberechtigt unerkannt. Hei, mit dem heutigen Gesetz geht das bewährt, was ich gemäht habe. Es schon nämlich just nach Urrecht auf 1 Tag Congé, und nicht ein Urrecht auf 3 Tage, wie am Fall vom Bestätnis. Ich meine, dass der Bereich von der Sozial- und der Familienpolitik überschreit an der eigentlich Gesellschaftspolitik macht, nämlich eine Bewertung von der einen oder anderen Form von Liaison. Aber wenn das wild machen, da stelle ich mich einfach vor, wie gesagt, das dann an Zukunft weiter raus, mit der Sécurité Sozial, mit der Finanz, mit der Fiskalität, wo es auch eine Gleichstellung, eine partielle Gleichstellung gibt vom Mariage und vom Pax. Ich meine, dass das da kein guten Schwar war. Herr Präsident, es gehen aber auch Gewinner, deutlich Gewinner bei diesem Gesetz. Und das deutlich Gewinner, das sind Patronen. Sie hatten nämlich einen Kompromiss ausgehandelt, wo sie auf der einen Seite sollten Dich weggeholt kriegen, auf der anderen Seite neue Dich sollten gehen. Am Kader von der Erweiterung vom Pappelcongé von 5 auf 10 Tage als hier Obligation, nämlich dass sie die Dokumentation von 2 auf 5 Tage, die sie am Anfang hätten sollen, aus der eigenen Tasche bezahlen, was sie kompensiert kriegt, man Bestätnis, als das weggefallen. Das heißt, der Patron bezielt kein von den neuen Formen von Congé. Und hört aber den Gain financier, den 3 Achtel von 12 Millionen, den ungefähr bei 4,5 Millionen liegt, wo die Patronen gewonnen, also ein besseres Resultat kriegen, wie das, was sie an den Negoziationen verhandelt haben. Bon, lo kann ich sagen, für die Salarien könnte schon zu einer insgesamt 0+ Situation. Verbesserungen, überweihen, Verschlechterungen, das mengen ich auch. Aber es steht einem aber schwer abzusehen, dass das Patronat etwas verhandelt, an Dono, nur der Intervention von der Chambre könnte dann noch dazu, dass sie eigentlich noch mehr gewonnen, wie sie ursprünglich ausgehandelt hatten. Herr Präsident, als Aufschluss gebe ich so ein, dass Datei leider kein großer Wurf ist. Es sind partiell Verbesserungen, denen noch partiell Verschlechterungen, gehe ich nie verstehen. Das mengen ich in 0+ für das Salarié. Mir was fehlt, als eine strukturelle Verbesserung vom Congé an Mengen, für auf den Anfang zurückzukommen, dass die Forderung von denen 2 jungen Leuten, die hier sitzen, noch immer aktuell ist. Die 6 Congéswoche als etwas, was muss kommen, weil es der Realität von Haut entspricht. Wir unterstützen auch die Förderung, was den auch hat können an dem heutigen Kontext umsetzen, aber da verschiedene Kollektivverträge gibt, nämlich die Congé
sozial, wo es nicht nimmen darum geht, sich Kann zu kümmern, mir eventuell seinen Partner zu kümmern auf Fall. Es gibt so Beispiele, es gibt Kollektivverträge, wo das so ausgehandelt ging, mehr Mengen, dass das auch bis an den Droit commun kommen und zum allgemeinen Erbesrecht gehören. An eine letzte Frage, du teilst dann ab, Herr Präsident, was mit der Aktualität zu dienen, du Erbesminister, die 52-Woche-Regelung für Leute, die mehr wie 52 Wochen krank sind, hun Scheieren soll geändert gehen und ausgeweitet gehen. An dem heutigen Gesetz gibt es auch so eine Regelung, wann kann 52 Wochen krank ist, gibt die auch an dem Fall für die Eltern von dem Kant, gibt das auch für den heutigen Fall appliziert oder nicht? Das ist meine letzte Frage. Das ist gesagt, aber mit diese kritischen Remarken aufgeschlossen, stimmen wir dem Projekt aber zu. Merci de Meerbaum. Moment. So, die Regierung hat das Wort, dann ich rufe den Herrn Erbesminister Nicolas Schmidt, der schon in der WS. Herr Minister, die das Wort.